Goedemorgen alle. Dit is 1250 KZ. Van nu Plautdietsch, wat viele vertieren, habe ich gedankt, dass Gottes Wort, das ist November der 9. und 2024 Bild 3 mit meinen Gedanken über Gottes Wort. Schickt das wahrlich wieder über WhatsApp, über YouTube und wir sagen nur Dankeschön dafür. Welkom terug. Ik heb vandaag een paar geschichten. Die hebben een goede leer, besonders voor mij. Die wordt dat studeren dat en dat zelfs aanneemt. Die leert vielleicht veel meer als die wat harten dat niet zo. We moeten Gott in woord zien en besonders deze nächste 15 Minuten. So diese Geschichte ist meist zum Lachen über ein Dorf in Mexiko. En ik wil niet zeggen van dorp, ik weet van dorp het weer, maar het is wie een dorp in Mexico, Plautdietsch, wären twee Nubas zich oneinig geworden. En zo, de Nuba wordt dan beleidigt weer. Die zegt zu zijn Nuba, weet je wat, du bist niet mal een Schaaswirt. Du bist niet mal wirt te scheiden. En de Nuba wordt het hier, die recht zich toch een beetje op. En hij gaat naar de ooms met dat. En de ooms die komt dan aan en brengt ze twee mannen toe. En bereden ze diesen, wat dat gezegd af, dat is einfach een beetje graf, wat die zegt, die Nuba, niet zo? Dat die best niet mal een Schaas wird. Dus het gravelte even, zegt jo, die zijn reich, dat wird te graf. Hij gaat naar zijn Nuba, en dan zegt ik zie het laatst, dat du best niet meer een Schaaswirt, aber ik wil dat trainen, du bist doch een Schaaswirt. So, vielleicht ein bisschen Spaß dabei, aber diese Geschichte ist geworden. Und dann denke ich an ein Thema, was nicht so zum Lachen ist, das ist das Thema von der Bitternis. Wie weit ein Bitter schmeckt nicht scheint, das hat seinen Platz in verschiedenen Moden, aber Bitternis im Leben, das fragt, Bitternis im Leben, das merkt eine Person hart. Und es sind verschiedene Versen in der Schrift, die von der Bitternis reden. Epheser Kapitel 4, Vers 31 und 32, du liest, wie es steht. Laat alle Bitternis gehen, tot mit der Wut, mit der Euernis, und seht fern einer zum anderen. Christus Jesus Christus jünt zu Gott geholen hat, so dort jünt einander zu Gott holen. Wenn das nicht kraftvoll wird, ihr sagt, was wir nicht sollen lassen im Leben, und wo wir das dann können, oder wo ist es dann leichter, das zu tun? Bloß uns selbst vergleichen mit was Jesus uns zu Gott geholen hat, dann würde es leichter sein, die Nächsten zu Gott holen, nicht so? In het Buch Hebräer, Kapitel 12, Vers 15, du redest geschrieben, de Schrift geschrieben, wat interessant ist, und sagt, laat keine bessere Wartel anwartelen en jünt. En so dat je een beeld van een plant, wat zich vielleicht een wartel heeft, hier aan, daar aan, uitgespreid, en dan is de bitternis op eenmaal alle weg. En ik weet wat het kan passeren, wanneer op eenmaal de wartel laat een omvang meer. Die wartet sich in je gedankens aan, en dat is de verstand.
der wartet sich hart an, weil später ist, wenn der Brust so Force ist, so voll, nicht so. Der wartet sich an den Odem an, dass einer mäßig mal aufholen kann. Und einer dreht die Bettenis ran. Und einer denkt an Jan oder Jan Gruppe, oder wer immer. Vielleicht Jan Kirk, vielleicht mein Noba, vielleicht mein eigener Partner, vielleicht jemand in der Familie. Besonders die Schwester, das fährt viel Bettenis, nicht so. Und dann dreht einer sich damit ran, dann wird das alle wegen neu wartet. Interessant, nicht so. Ich denke an diese zwei Priester von der katholischen Kirche, die gingen zu Fuß und die waren auf dem Weg nach dem nächsten Dorf, um die Halten der Ernten anzubringen. Diese zwei Priester, die kommen nach einem Riefer, wo sie wollen durchgehen, wenn die wir nicht mehr brei. Durch beim Riefer saßen alle Tante, mit alle Mönche, und sie grumseucht und sagt, oh, das ist so schön, wenn hier doch eine Brei wir über das Riefer so direkt durch können. Diese Priester kicken sich an und waren sich einig. Sie waren diese Mönche über den Riefer drehen. Oder durch den Riefer soll ich sagen. Sie koppeln ihre Hängtaub und dann sagt die Mönche ein bisschen so in ihre Hänge, so wenn es ein Stall gegeben hat. Und dann drehen sie über und auf den anderen Seite vom Riefer, da lassen sie dann rauf. Dann können sie wieder gehen. Sie sind jünger und so sind die Mönche bald weit vorab. Und ein Priester sagt zu seinem Partner, oh, mein Rehen der zu weit, der Mönche wir so schwor, warum muss wir der halten? Wir haben die genug mit uns selbst zu tun. Und dann geht noch eine Mehl vorbei, wo sie wieder gegangen sind, oh, mein Rehen der, da haben wir noch was aus ihr. Ich wünsche, wir haben die Mönche nicht gehalten. Warum können die nicht tüß bleiben? Dann gehen sie nach einem Mehl und dann sagt das Priester sich da, sagt, oh, mein Rehen der zu weit, da kann ich mal wieder, wegen dem Mönche. Dann sagt der Priester, was er nicht gesagt hat, noch nicht gegrünzt hat, sagt er zu seinem Freund, weißt du, was dein Trouble ist? Du drehst die Mönche nach immer in deine Hänge. Ich hätte dort beim Riefer raufgeladen. Das ist nicht ein gutes Bild von, wo die Bettenis ist. Die drehen was mit, jemand hat mich beleidigt, jemand hat alles getan, und dort können auch alle stimmen. Dort jemand mir und die hat alles getan, das so, das stimmt. Ich würde verschiedene Dinge abnehmen, wo sie mich im Leben haben artig behandelt. Und die kannst auch. Ich sage nicht, dass es nicht so ist. Ich tue nicht Respekt und würde die falsch. Aber die Frau ist, was das damit, dreist die Mönche nach Hammer und hängt oder sogar auf dem Regen. Het lijkt wat een prediger mal sieht, wie die Obenkirchen sieht, dass wir drehen alle ein Backpack mit. Der einzige Unterschied ist, viele Backpacks sind untau und der Backpack ist voll Steine, 50 Pfund, 100 Pfund, 150 Pfund. Andere Backpacks, die sind von unten up. Und wenn die Steine neu geklettert worden, die fallen bloß durch. Weil ein Backpack drehen nicht durch. Weil so ein Mensch, der Bettenis hat im Leben, der hat sein Backpack hängt voll Steine. Und das Leben ist schwer, nicht so? Und das ist eine wertvolle Geschichte, und das ist geworden im Zweiten Weltkrieg. Dann hatten die Japaneser das Land Korea eingenommen. Und das ist interessant, weil fragt die Japaneser zu den Koreans werden. Sie haben alle Kirchen zuschließen und haben Menschen sehr gequält, haben viele Menschen in Gefängnis gestoppt. Über Kirchen haben sie dann alle zugeschlossen, Breder über die Fenster genäht, über die Dären und so weiter. Dann wieder war in einem Dorf in Korea ein Prediger, der geht mit den Fährsten von den Polizien, das wirken ein Japaneser Offizier, und pracht auf wenigen Monaten, dass sie wenigstens einmal würden können, Toten Andacht haben. Sie bangen sich nur Gemeinschaft haben in das Kirchgebiet. Wenigen Monaten gehen vorbei, auf einmal jaft der First Police Officer, der Japaneser Offizier, jaft der Freiheit, die kann einsehen nach Top kommen. So, sie sprechen das gut aus. Und die Christen, die freuen sich. Die würden nur warten können, einsehen nach Top kommen. Und sie kamen Top. Und alle wegen wären die japanesische Soldaten und Policemen und passen ab über diese kamen Top mit Frieden in den Augen und hatten Top Gesang. Und die Korean Christen bleiben sie zu singen, seien sie.
En zo de laatste 2 Leiter, wat sie geplant hadden, dat wir näher mein Gott zu dir, en dat ons laatste Leid soll dann sein an dem Kreuz. Dus diese Christen singen näher mein Gott zu dir. Hier is op einmal dat er wordt buiten gehummert, en zo de Japanesische soldaten, die nailen de deur toe, en breder even, en de vensteren krijgt zo. En op einmal kan de Christen door in de Koreanische kerk, kan ze gasoline retten, en op einmal geeft het rook. En ze zingen an dem Kreuz, verbrennt all die Christen, mehrere 100 Christen in dat kerkgebied. En er wordt einfach geschreien en dat we een zeer kämmerliche toekomst willen aankomen. En zo de Christen en wie weten de Japanezen, die verspeelden dan in de Tweede Weltkrieg. Ze hadden gekämpft gegen de States en verloren den Krieg en moesten uit Korea uit. En de Koreanische kerken gingen waren op. Over de mensen, de Christen in Korea hadden een betenis gegen de Japanezen. En de woord en zorn. En wo niet. Dat wir vriendschaft, dat wir ihre Eltern, dat wir Geschwister, wat die weer aangekomen in de kerk. En de nächste Generation, die Nachkommenschaft, die hield het betenis in ihre hart. Jaren later, irgendwo in 1970 oder so, en dit passiert irgendwo in 1942, wat de kerk verbrannt wordt. En in 1972 oder so kwam de Japanesische Christen reisen bij Korea durch en dan zijn ze hissen Multigen en lezen ze dort, ja, maar onze mensen hebben deze kerk hier verbrannt, die wir schrijven. En deze Christen dan trainen Japan en dan een klacht aan, dan geld opleiden. En dan komen ze trainen Korea en bouwen door een ganz nieuwe kerk. En dan als de nieuwe kerk eingeweiht wordt, zijn de Japanesische Christen ook Koreanische Christen. Aber die koreanische Christen haben nicht so recht die Japaneser im Gesicht kicken, wegen der ersten haben die Betenis, die Wut, die Zorn, und wo nicht so. Und den Plan, was sie Plan hatten, ist ihre letzten 2 Leiter, das wird sein, näher mein Gott zu dir, und an dem Kreuz. Und so zu singen an dem Kreuz bracht er morgen mir ab, und dann auf Englisch sagt das, all of my burdens were rolled away. Auf Deutsch sagt es, die blinden Augen wurden aufgetan. So ist das singen, fangen die koreanischen Christen an zu healen, zu rohren, und sie denken an die Betenis. Und die japanesischen Christen, die knien sich für die koreanischen Christen durch und fragen, wie die uns zu Gott haben. Wie wir nicht das, was das deuten, aber dass wir uns Volk, was das deut, kann uns zu Gott haben. Und du wart geroht, du wart zu Gott gehalten. De Betenis ging weg en deze Christen wijzen wo het schaffen dat, wanneer de Betenis verlaat. Het lijkt wat iemand gezegd heeft, dat wanneer die niet te God home is, wanneer ik niet te God home doe, dan doe ik Jeft aannemen en ik hoop dat mijn neighbor wordt ervan sterven. Dat moet ik nog helemaal zijn. Wanneer ik Betenismateriaal, ik doe niet te God home, dan doe ik Jeft aannemen en ik hoop dat mijn neighbor of mijn vriend wordt ervan sterven. Maar wie heeft een Jeft? Ik heb een Jeft. Heb jij hem je aardig gedaan? Dat kan zijn. Dat neem ik wel aan. Doe ik den Reich hullen aan het te doen? Nee, dat wil ik dan afgeven. Dat wil ik vergebung schaffen. Deze helgedeel zijn de helgedeel zijn bijvoorbeeld hier. En er zijn vielleicht familieleden wat thuis blijven, komen niet op. Als irgendwo eine Betenis kommt, ich will nicht Mutter sprechen. Laat het gaan. Hebräer 12 sagt, laat nicht die Betenis erwarten. Epheser sagt, laat die Betenis gaan en denken hoeveel Gott mir und die hat zu Gott geholpen. We hebben deze helgedeel tijd de Betenis laten gaan. En waar we niet zo zijn, zoals Jana wordt een Betenis had tegen zijn vriend. En dat jaar een nieuwjaarsparty. Maar dat een andere vriend diesen denken halten wat het zo beter is, ga mal die vriend en ga het niet jaar wensen. Dus laat zich bereden. Hij gaat met zijn partner wat hem zo aardig gehandeld had. Zegt hij, ik wens die en ga het niet jaar, maar bloos een. So we hebben de Betenis gaan laten. We hebben dan denken, wanneer ik niet te God houden kan,
das ist mein Jeft annehmen, und er guckt die nächste Worte von Storben. Wir weten beide beter, nicht so? Muss Gott ihn gut segnen, und dit ist der Weg zum Frieden, Freiheit haben im Leben, und gesund worden sogar. Gottes Segen.